Ja, grüß euch benannt. Und einen Sackrischgurten. Jetzt Kasperl! Ich hätte warten sollen. Ich bin doch ein Depp. Ja. Ich habe mir gestern den ersten Stream eine halbe Stunde lang diesen Scheiß mit dem Geschmatze. Winklers Liste hat alle 4 Sachen, die er gestern gestreamt hat, jetzt auf eine halbe Stunde zusammengefasst. Unter eine halbe Stunde. Naja, ein Drittel davon kann ich mir schon mal schenken. Ja, das erste Drittel war der erste Streamer. Dementsprechend gehen wir jetzt in den nächsten Stream rein. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass er nicht so viele von diesen Zeug macht. Ja. Battles oder irgendwelche Leute da in sein Ding reinholt, weil das kotzt mir an. Wie gesagt, wir schauen Winklers Liste. Bei Winklers Liste 2 ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der gerade irgendeine Sperre hat oder ich habe keine Ahnung. Dementsprechend da die sagen, hockt euch hier, Sammermeer, reißt euch eine halbe auf. Mir ginge einer in die öffentlichen Verkehrsmittel, würde ich mal sagen. Lass uns mal ein bisschen was besprechen. Oh ja, bitte, Rainer. Im Übrigen, hallo, herzlich willkommen beim Dulli. Hast du vergessen? Bitte gerne geschehen. Und zwar, obwohl soll ich ein bisschen warten, bis ein bisschen mehr Leute da sind. Nein, Rainer, es ist vollkommen irrelevant, wie viele Leute da sind. Und Gesichtskirmes, Alter. Rainer, es ist vollkommen wurscht, wie viele Leute da zuschauen, wenn du das besprichst. Ist vollkommen scheißegal. Die meisten Leute schauen sich das über Leute wie mich oder die anderen Reactor bei Winklers Liste an. Nee. Ich werde sowieso wieder 5-mal ansprechen. Rainer, willst du etwas sagen, dass du dich dass du neigst, dich zu wiederholen? Weiß ich nicht. Aber jetzt geh raus mit der Geschichte. Worum geht's? Geht's um die Hater? Wahrscheinlich geht's um die Hater. Da die Hater mal Die Hater! Der Video! wieder meinten, die müssen jetzt meinen Blog kaputt machen. Die Hater! Ja, das fängt schon mal gut an. Die Hater haben seinen Blog kaputt gemacht. Rainer, wer auch immer diesen Blog hat löschen lassen, der hat einen riesen Gefallen da. Einen riesen Gefallen. Weil dadurch nämlich auch nicht mehr für Hinz und Kunz einsehbar ist, der Blog-Eintrag, wo du deine IBAN rausgebimmelt hast. Weil ich habe das, glaube ich, schon erwähnt in einer meiner vorhergegangenen Reactions. Nicht nur Hater sind auf solche Daten geil. Es gibt Millionen Betrüger im Internet, die fangen zum Geifern an, wenn sie sowas sehen. Er befindet sich aktuell in der Überprüfung. Es ist jetzt so, dass ich im Moment gar nichts machen kann. Also ich kann jetzt keine Spenden empfangen, ich kann jetzt aktuell keine Blogs hochladen. Und Ja, das war das Ziel hinter der Sache. Das gehört ja so. Du sollst auch keine Spenden empfangen. Weil ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die hätten es notwendig, dass sie ein wenig Geld von anderen Leuten kriegen. Du gehörst nicht dazu. und so weiter und so fort. Deswegen, hoffe ich, dass es hier auf TikTok, ich muss ja wirklich schauen, dass ich meinen Lebensunterhalt jetzt noch, und deswegen muss das jetzt alles irgendwie. Ey, es ist wieder, da geht die Bettelei, geht aber mal wieder richtig los. Aber sauber. Die haben meinen Blog kaputt gemacht. Ne? Das sagt uns aber auch, dass das mit der IBAN tatsächlich idiotischerweise funktioniert hat. In einem gewissen Maße. Dass er da Kohlen gekriegt hat, dass er sich dann irgendeine Unterkunft jetzt gesucht hat. Deswegen hat er jetzt ein paar Tage nimmer gestreamt. Jetzt ist der Schabernack wieder vorbei. Und dann gleich wieder nein, die bösen Hater, ich armes Mobbing-Opfer, bitte Barne. Gleich wieder betteln gehen. Wie hinhauen.
Ja, reiß auf den Gulli, wir wollen das alle sehen, bis ans Zapferl hinter, du greisliger Greisling. Halt dir mal die Hand vor den Mund. Du bist doch derjenige, der mir verzeiht, was für eine großartige Erziehung das er doch genossen hat. Ich glaube, die hat man nicht nur gefotzt als Kind. Was machst du heute noch so? Wie so ein Nilpferd bei der Fütterung, warte, dass einem irgendjemand die Melonen schmeißt. Heute werde ich vor allem Zug fahren. Ah, komm. Ich glaube, ich hoffe euch beide. Nee. Wie die Leute. Sorry. Nee, machen wir nicht. Da sind wir wieder. Früher auf YouTube, jetzt auf TikTok. Also, sagen. Ich glaube. Ja. Nee, ganz ehrlich, wenn ich sowas sehen will, dann schalte ich RTL 2 ein. Leute, nein. Ich hatte gerade gesagt, es soll nichts vorlesen. Was hast du für ein Headset? Da fragst du mich zu viel, ehrlich gesagt. Ich weiß. Er hat einfach das teuerste gekauft damals. Ich weiß noch, wo er das vorgestellt hat, wo er gesagt hat, schaut euch mein neues Headset. Boah, wie geil das ist, etc. Da hat er damit geflext, wie teuer das war. Er hat einfach das teuerste gekauft, was hergegangen ist. Ich weiß es selber nicht. Hatte dich vorhin beim Einkaufen gesehen, wollte dich aber nicht ansprechen. Nächste Station. Wieder den kläglichen Versuch zu verhindern, dass die Leute rausfinden wollen. Rainer, ich weiß nicht, gibt es da irgend so eine Ringbahn oder sowas in Nürnberg? Das wäre für ihn, glaube ich, die ideale Geschichte, oder? Monatskarte kaufen für ein paar Barne und dann den ganzen Tag einfach in der Ringbahn im Kreis durch Nürnberg durchfahren. Da ist schön warm. Ne? Zwischendurch kann man mal aussteigen und sie billigen überteuerten Dreckschmutz für am Bahnhof kaufen und dann weiter geht die wilde Fahrt. Tja, das ist lieb von dir. So, Was für ein Arschloch! Hey du, ich hab die vorhin gesehen und so, aber ihr wollt ihn nicht ansprechen, weil Ding. wieso dürfen Leute in deinen Standard wissen? Was? Wieso dürfen Leute ND deinen Standort wissen? Rainer. Wahrscheinlich war nicht deinen Standort wissen, Rainer. Der Satz ergibt keinen Sinn. Rainer, du ergibst keinen Sinn. Weil die Leute mich dann, wie die gerade schon eine andere Person geschrieben hat. Nimm mir die Fischstäbchen aus dem Maul, wenn du redest. Was hat er gesagt? Der Satz ergibt keinen Sinn. Ja. Wenn man so einen genuschelten, unverständlichen Satz nimmt. Pause, 5 Sekunden zurückgeht, ist das erste. Der Satz ergibt keinen Sinn. Geil. Ja, weil die Leute mich dann, wie die gerade schon eine andere Person geschrieben hat. Der Satz ergibt keinen Sinn. Mir tut alles weh. Oh, okay. Durchatmen. Bitte sehr, Dankeschön. Ja, weil die Leute mich dann, wie die gerade schon eine andere Person geschrieben hat. Weil das letzten Endes. Keiner wissen soll, weil wenn das jemand wieder rauskriegt, wo ich bin, dann ist wieder Polen offen. Anna, bei dir ist immer Polen offen. Bei dir ist immer Polen offen. Und mit Polen meine ich die Beine. So beschissen, wie sich dieser Spruch anhört. Wieder mit Entschuldigung. Dann ist Polen offen ist ein gängiger Spruch. wieder der Spruch, oder ist er wieder der Arsch Kann er erst denken, dann sprechen. offen und dann gehen die Leute wieder ab und machen wieder Randale und bauen wieder Scheiße ohne Ende. Ja, da kommen sie wieder und sind diejenigen, die hier die Scheiße bauen. So wie immer.
Das ist immer die unverfänglichste Antwort. Welche Partei wählst du? Die Rainer-Winkler-Partei. Die Rainer-Winkler-Partei mit Kanzlerkandidaten Rainer Winkler. Einziges Mitglied Rainer Winkler. Bereit für Diktatur, etc. Und jetzt kommt er gleich, wir will überhaupt keine Partei, weil die machen ja eh nix. Und Die nix an. Das geht dich nix an. Kann man Merch von dir erwerben? Nein. Kann man nicht. Und das ist auch gut so. Leider nein. Außer du stehst auf getragener Boxershot. Das war ein Witz, Leute. Ja, genau. Rainer, das war kein Witz. Du hast die Scheiße versucht zu verkaufen über deinen Scheißblog. Nicht mal Justin, was zur Hölle? Justin Bieber macht das. Dass ich mal, und im Moment, dass ich die MPU starten kann. Aber Rainer, die MPU starten. Ja, starte doch die MPU. Du kernbehinderter Vollidiot. Ey. Er glaubt tatsächlich, er kriegt diese NPU irgendwann geschissen. Er glaubt das. Nein, leider gar nicht. Du wirst legal nie wieder ein Fahrzeug auf deutschen Straßen bewegen. Punkt. Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, dass es im EU-Ausland einen neuen Führerschein macht. Hoffentlich kommt er auf die Idee nicht. Ich glaube, dass das nämlich möglich ist. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich nämlich nicht blöd bin und ich habe meinen Führerschein schon seit 20 Jahren. Aber das kann ich im Moment auch nicht starten. Ja. Der Internet laggt. Ja, weil der Empfang hier ziemlich scheiße ist. Ja, das kommt davor, wenn man aus der S-Bahn raus streben nicht, du Dulli. Euro oder mehr spendet, bekommt ein Poster von mir zugesendet. Und das ist auch für die Leute, die das gemacht haben und die mir eine E-Mail geschrieben haben, drin. Ja. Schreibt's uns mal unten rein. Wer von euch glaubt, dass diese Leute tatsächlich ein Poster bekommen? Irgendjemand? Nein? Genau das. Ey, 100%ig kein einziger von denen kriegt ein Poster. Du hast ihm 100.000 Euro spenden können, der hat ja trotzdem kein Poster geschickt. Das ist nämlich mit Arbeit verbunden, weil da muss er nämlich das Poster einpackeln und sogar wenn er es verschicken würde, ganz großer Konjunktiv. Glaubt ihr tatsächlich, dass er das in diesen Rollen verschickt, damit das Poster nicht zerknickt wird? Na, das wird mit die Patschi-Finger zusammengepatscht und in irgendeinen Briefumschlag rein, damit es nicht viel Porto kostet und dann Hurratigams. Aber nicht einmal das, nicht einmal die Arbeit macht er sich. Ein Scheiß. Ja, dann müsste er ja zur Post gehen. Der große Herr Wingelwongel. Nein. Nicht für 50 Euro. Da kommst du mal nach Wien, wenn ich genug Geld übrig habe. Ja, bitte geh nach Wien. Bitte. Da gibt's ein paar Leute, die gerne mal einen Takt mit dir reden daten. Immer bedenken, alles was ich mache, kostet mich ja alles immens Geld. Ja? Nächste Station. Ja, Leben ist teuer, Rainer. Ist teuer. Und das Landstreicherleben ist, glaube ich, noch teurer. Spende dir gerne Geld. Wo kann ich das machen? Aktuell kannst du das nirgendwo machen. Bedanke dich bei den Hatern. Danke, liebe Hater. Come on. Hau die zusammen. Haut hier voll raus, ey. Eine Wohnung kann ich nur finden, wenn ich auch eine suche. Eigentlich suche ich keine Wohnung, ich will meinen Führerschein wieder und mein Auto. Ja. Wir haben schon reichlich darüber gesprochen, wie hageldumm das ist. Ich will keine Wohnung, ich will lieber ein Auto. Es ist Winter. Ja? Es ist immer noch Winter, es ist immer noch kalt draußen und er denkt sich, Dach über dem Kopf, drauf geschäumt, ich möchte wieder einen Ford Ranger fahren. So ein Brunzbläder Vollidiot. Komm mal nach Bamberg, dann gehen wir ein Bier trinken. Ich werde bestimmt nach Bamberg kommen, um ein Bier zu trinken. Also Leute, also manchmal, ne, fragt man sich schon, wer hier wirklich der realitätsfremde Mensch ist. Du, Rainer, du. Das hätte jetzt genauso gut auch ein ernst gemeinter Einladungserkenner. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, gebe ich zu, aber das ist möglich. Es sind ja auch irgendwelche Trottel dann gekommen und haben dir dann irgendwo hinkutschiert, wo du draußen auf der Straße gesessen bist und haben da Decken gebracht und was zum Essen.
ist ja, es gibt ja tatsächlich immer noch verblendete Leute, die der Meinung sind, dass du das dann verdient hast. Also, dass man dir helfen muss. Oh, ich bin bloß ein bisschen K.O. Alles gut. Ey, die Haut hört schon wieder voll raus. Ah, richtig rausgehauen, ja. 7 Euro hat er gemacht. Leute, ehrlich, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, ne? Wenn's Hör auf. Lösch dich aus dem Internet. irgendwann soweit ist, dass wir, irgendwann soweit ist, dass ich meinen Führerschein wieder habe und wieder unterwegs sein kann und alles, dann habe ich das alles nur euch zu verdanken. Ihr seid einfach die Besten. Alter, dieses sich anbiedern. Da muss aber richtig, richtig schmalhans der Küchenmeister sein bei ihm momentan. Ja, da muss die paar Kröten, die er sich jetzt da erbettelt hat über diese IBAN-Idiotie, die müssen relativ schnell wieder beim Teufel gewesen sein. Wie er sich da anbietet. Boah, danke. Oh, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ey, ich meine, der hat einen Oscar gewonnen und sitzt nicht obdachlos in der scheiß S-Bahn, was? So, hast du etwas Spezielles geplant in der nächsten Zeit? Battle im Internet. Selbe wie seit 10 Jahren. Ich will einen Blog machen. Quelle Surprise. Den will ich hochladen auf dem Odyssey-Account. Ich weiß noch nicht genau wie und wann und wo und überhaupt und sowieso. Mal schauen. Wird sich zeigen. Aber ich komme gar nicht nach, alles zu lesen. Nein, du weißt noch nicht wie und wann und wo. Du willst einen Vlog wieder machen und auf Odyssey. Ja, Kamera aufgestellt. Hallo, Metal-Leute, ich bin deppert und bla bla bla. Eigentlich Klump. Aufnahme beenden, hochladen, Arsch, oder? Es ist kein großes Hexenwerk. Gibt es denn schon Neuigkeiten in Sachen Führerschein? Ich könnte Den kriegst du nie wieder. Neuigkeit des Tages. Es wird auch morgen die Neuigkeit des Tages sein und bis ans Ende deiner erbärmlichen Tage. ihn in 6 bis 8 Wochen wieder haben. Vorausgesetzt, ich betreibe die Kohle dafür auf. Natürlich, denn du gehst ja auch nicht arbeiten. Aber ganz ehrlich, sowas kann auch nur jemand sagen, der diesen Job hier noch nicht gemacht hat. Rainer, halt dein Maul. Halt dein Maul. Das ist kein Job. Du bettelst wildfremde Leute im Internet um Centbeträge an. Das ist kein Job, das ist erbärmlich. Das ist erbärmlich. Ich habe deutlich mehr Respekt vor den Leuten, die in der Innenstadt hocken und sich so einen Becher vorne hinstellen, draufschreiben für Bier oder für Gras, die kriegen was von mir. Du Arsch, im Leben nicht. Zum Schluss vergehe ich gar nicht. Wie viel was? Und mir Sachen, aber vergesst irgendwie den Kontext. Wie viele Ziegen, wie viele Schafe? 6 bis 8 Wochen, unmöglich. Nichts unmöglich ist. Alles in allem werde ich den Führerschein wohl etwa für 2,5, 2,8 bis 3 wiederbekommen. Im Ganzen. Ich würde den Hatern eigentlich ungern was sagen. Was ich aber gerne machen würde, wäre den Hatern ihr... Rainer, du musst jetzt einmal 3.000 Euro, das ist schon Hausnummer eigentlich, vor allem für jemanden, der immer noch verschuldet ist, weil er die Kohle vom Hausverkauf für einen Ranger rausgeschmissen hat, obwohl der Führerschein dabei war, über den Jordan zu gehen. Es ist vollkommen utopisch. Also sogar angenommen, wir nehmen ihn mal an, Rainer wäre geistig in der Lage, eine MPU zu bestehen. Ja, also ist das die erste Hürde, die er niemals nimmt. Dann nehmen wir an, er wäre in der Lage, sich das so weit zu organisieren, dass es nicht zu lange her ist, weil ab einer gewissen Zeit, die du deinen Führerschein nicht mehr hast, müsstest du danach den Führerschein komplett neu machen. Das sind nochmal 3.000 Euro. Dann wären wir schon bei 6.000 Euro. Und die 3.000 da er schon nicht mehr herkriegen. Warum nicht? Weil er ein Pfändungskonto hat, auf dem maximal, ich glaube, 1.000 drauf sein dürfen, alles andere geht weg. Ja. Es ist utopisch in so vielen Richtungen. Es ist vollkommen wüst. Mit seinem Führerschein. Aber dass er sich um eine Bleibe bemüht, nicht um viel Geld. der Mütter was sagen. Besser gesagt, ich würde gerne den Uterus der Mütter etwas sagen. Böser Mütter was. Was ist mit Müttern? Ich würde den Hatern eigentlich ungern was sagen. Was ich aber gerne machen würde, wäre den Hatern ihre Mütter was sagen. Besser gesagt, ich würde gerne den Uterus der Mütter etwas sagen. Böser Uterus. Wow, Rainer. Wow. Schlagfertiges Fuck.
Schlagfertig as fuck. Was sagen wir denn zum Uterus von deiner Mutter, ha? Wir können uns, ihr könnt euch glücklich schätzen, dass da damals die Amerikaner nicht einmarschiert sind. Weil nämlich biologische Kampfstoffe sehen die überhaupt nicht gerne, wenn produziert werden. Merch von dir wäre halt auch geil. Ja, das wäre geil. Nächste Station. Wollen die mich verarschen oder was? Was man sagen muss, ist, dass diese ganze Aktion sowieso für einen Eimer ist. Jetzt ist wieder Bluescreen im Kopf und jetzt wird wieder irgendwas rausgeblabbelt, damit die Luft scheppert. Weil es muss noch ein bisschen Barren erbettelt werden. Was man sagen muss, ist, diese ganze Aktion ist sowieso, kommt jetzt wieder bloß verbale Diarrhoe raus. Also mal abgesehen von allem anderen, wie die Menschen und so miteinander umgehen, habe ich oft das Gefühl, dass die Hater, nicht alle, aber die meisten, einfach eine Gruppe von unzufriedenen kleinen Menschen sind, die in ihrem Leben irgendwas erreichen wollten, das aber nicht geschafft haben und auf... Keiner. Über wen reden wir jetzt gerade? Wer ist denn der unzufriedene kleine Mensch, der in seinem Leben etwas erreichen wollte und es aber nicht geschafft hat? Wer ist denn der fette, kreislige Fettbeitel, der Meinung war, er wird innerhalb kürzester Zeit der größte YouTuber von Deutschland, etc. und wird mit Geld und nackten Frauen überschüttet? Und sitzt jetzt obdachlos in der S-Bahn auf der Flucht? Bist es du? Oder sind das wir? Aufgrund dessen angefangen haben, sich gegenseitig fertig zu machen. Woraufhin sie dann am Ende aber gemerkt haben, dass... Wie hat der eigentlich sein Headset auf? Ist der zu blöd, sich das Headset einzustellen, oder ist es schon wieder kaputt? Oder hat er tatsächlich ein Ohr, das 3 cm tiefer sitzt wie das andere? sie damit auch nicht weiterkommen und nur noch frustrierter wurden. Und daraufhin haben sie immer weiter gemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und jede einzelne Aktion. Und je nach Schwadronieren, 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 die Hater, die Hater, die Hater. so kleine Mist, den die Hater nach und nach bringen, Tag für Tag bringen, Jahr für Jahr bringen, Jahrzehnt für Jahrzehnt bringen, ob sie es bei mir machen oder bei jemand anderem. Es ist halt letzten Endes einfach nur der verzweifelte Schrei von Menschen, die nicht begreifen, dass sie ihr eigenes Leben nicht besser machen können, indem sie das andere zerstören. Keiner, ich bin ganz happy mit meinem Leben, so wie es ist eigentlich. Das Einzige, klar, es gibt immer ein paar Sachen zum Verbessern, aber im Moment hätte ich einfach gern, was meine Lebensqualität verbessern würde, wäre, wenn du dich aus dem Internet verpisst. Aber die Hater werden jetzt wieder was anderes behaupten. Das ist richtig. Und im Gegensatz zu dir sind wir nicht als notorische Lügner bekannt. Zumindest die meisten von uns. Merkst du was? Ich überlese gar nicht alles, aber ich kann, wenn ich gerade mitten in einem Text bin, kann ich doch nicht alles lesen, wenn Rainer, du kannst überhaupt nicht lesen. Das ist das Problem. Weil wirklich lesen können bedeutet, dass du praktisch das Wort im Ganzen siehst und es dann wiedergibst. Ja, einen Buchstaben nach dem anderen zu entziffern wie ägyptische Hieroglyphen und dann irgendwo vielleicht mal und vielleicht auch nicht Sinn aus dem Ganzen rauszurendern, ist nicht lesen. wenn ich gerade mitten am Dialog bin. Ich habe jetzt 20, 30 Rainer, du bist in einem Monolog, in einem permanenten Monolog. Du hackst dahin, die Nachrichten gelesen, und zwar alles die gleichen. So. Nicht alle, aber die Mehrheit der Hater sind solche Menschen. Genau. Du kennst auch die Mehrheit der Hater. Du kennst uns ja alle. Weil Rainer, wir sind ja schon 5-mal Häube miteinander trinken gegangen. Da habe ich ja gesagt, wie fürchterlich hasserfressen ich bin und unzufrieden mit meinem eigenen Leben. Und dass ich die nur deswegen hasse, weil ich der Versager bin und nicht du. Die werden alles, was ich sage, dementieren. Und zwar schon aus Prinzip. Ob das wahr ist oder nicht, spielt Stimmt nicht. Sorry. keine Rolle. Und ob ich 1000-mal recht habe, damit spielt auch keine Rolle. Rainer, du bist der Lügenlord. Du lügst in 99% der Fälle, wenn du dein kreisliches, schiefes Schandmaul aufmachst. Darauf zu wetten, dass eine Aussage, die du gerade getroffen hast, gelogen ist statistisch gesehen der richtige Weg.
Es wird keine Rolle spielen, ob ich die Wahrheit sage oder ob ich lüge. Es wird keine Rolle spielen, ob ich tausendmal und aber tausende Mal damit recht habe. Das Einzige, was für die Leute eine Rolle spielen wird, ist die Tatsache, dass ich etwas sage, was ihnen nicht passt. Und da wird sich auch nichts daran ändern. Ja, dann hättest du vielleicht einfach dein Maul halten sollen, Rainer. Egal wohin ich gehe, egal was ich mache, egal was ich sage, egal was ich will. Am Ende ist es so, dass Gulli aufreißen. am Ende ist es so, dass die Hater einfach Menschen sind, die im eigenen Leben gescheiterte Existenzen sind. Und weil sie damit nicht klarkommen, machen sie das Gleiche wieder und wieder und wieder. Ich finde das immer lustig, wenn er die Hater beschreibt und eigentlich sich selber. Es ist so großartig. Wir sind die gescheiterten Existenzen. Rainer, ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe gerade vorhin die Heizung angemacht, als mir ein bisschen kalt war. Schön warm. Ah. Ich habe da ein Bier neben mir stehen. Ich mache später meine Playstation an, spiele ein bisschen Hogwarts Legacy. Ich kann das im Übrigen, weil ich bin nämlich nicht kognitiv komplett zurückgeblieben. Rainer, mein Leben ist schön. Jetzt bist du dran. Was machst du heute noch? Wo schlafen wir denn? Warum fahrst du eigentlich die ganze Zeit in der S-Bahn umeinander? Ist es, damit du ein Dach über dem Kopf hast? Die ganzen Leute, und es geht jetzt mal speziell an Telegram, ihr solltet doch mal drüber nachdenken, wer in Wirklichkeit der Armleuchter ist. Du, Rainer. Ich habe da gründlich drüber nachgedacht, schon vor Jahren, als ich dich das zum ersten Mal gesehen habe. Und dachte, wer ist hier der Armleuchter? Der Armleuchter, der bist du. Deswegen mache ich den Scheiß hier. Alle Leute, die irgendwas gegen dich unternehmen, egal ob es jetzt Reaction-Streams sind oder Re-Ups von deiner Scheiße oder sonst irgendwas, alle Leute haben sich diesen Gedanken schon gemacht und alle sind zum gleichen Schluss gekommen. Der Armleuchter, der bist nämlich du. Und Armleuchter ist ja wirklich nur ein sehr, sehr nettes Wort. Ich habe da andere Wörter dafür. Und das erbärmliche Wesen, denn ihr macht euch Ein Armleuchter, bei dem ist wenigstens ein Licht an. über mich und mein Leben, meine Existenz lustig, weil ich das und das nicht mehr habe und in euren Augen eine arme Wurst bin. Aber ihr sitzt von... Nein, du bist keine arme Wurst. Eine Wurst ist was Positives, eine Wurst ist was Köstliches. Du bist ein Scheißhaufen, bist du. Du bist menschlicher Abfall. Von morgens 7 Uhr bis nachts um 7 Uhr irgendwie oder bis nachts um 2 Uhr, 3 Uhr am Rechner. Ihr schreibt Hater-Kommentare, ihr fangt an auf alles. Also ich sitze nicht von morgens um 7 bis nachts um 7 2 am Rechner, etc. Ich sitze hier jetzt gerade eine halbe Stunde, ja, alle paar Tage mal 1-2 Stunden vorm Rechner, gib mir deinen Scheiß, gib meinen Senf dazu und danach mache ich den Rechner aus und dann könntest du mir nicht egaler sein, Rainer. Dann schauen wir vielleicht noch ein paar Reactions von anderen Leuten an. Ja. Und dann war's das. Alles Mögliche loszugehen. Und wenn es nicht ich bin, dann seid ihr es gegenseitig oder dann sind es andere Hater und. Es ist jedes Mal dasselbe. Also egal, was man sagt, egal, was man macht, ihr geht auf alles und jeden los. Und das Schönste an der Sache ist, ihr merkt es noch nicht mal. Dass ihr euch total selbst verarscht. Ja, Rainer, weil wir sind nämlich die Begriffsstutzigen in der ganzen Gleichung. Da haben wir den Kuchen. Quatsch, nicht Kuchen. Da haben wir den Keks. Quatsch, das glaube ich schon scheiße. Rainer, erst denken, dann sprechen. Meinst du einen Ofenkäse? Oder sind wir jetzt wieder im Jahr 2015 oder was das war, wo KuchenTV bei dir aufgeschlagen ist? Weder Kuchen noch Keks. Ja, weder Kuchen noch Keks. Das ist dein Leben. Da haben wir auf der einen Seite jetzt den Käse. So rum. Wir haben den Käse, ja. Das ist der Ofenkäse. Käse macht seit wie lange Videos? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es voll der Ketzeprediger ist? Der Ketzeprediger? Rainer, Katze oder Ketzer? Ketzeprediger.
Okay. Der Typ, der Käse, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Offensichtlich nicht, Rainer. Offensichtlich. Du stotterst jetzt seit 2 Minuten davon hin. Der Käse, der Kuchen, der Keks. Der Käse ist eine Art Priester für manche Hater. Der fängt hier an, der predigt. Alter, Rainer, bitte. Man hätte morgen erkennen, dass sich dieser Mann schon so lächerlich gemacht hat, dass er nicht mehr tiefer sinken kann. Wir haben schon wieder einen Tiefpunkt erreicht. Rainer, der Mann hat sich der heilige Ofenkäse genannt, aus satirischen Gründen. Es ist nicht so, dass wir sonntags in eine Ofenkäsekirche gehen, wo sein Bildnis oben drüber hängt und dann beten wir runter, was er uns gesagt hat. Der Mann hat sich diesen Namen aus satirischen Gründen gegeben und hat angefangen, deine Scheiße zu kommentieren. Und ich finde es bis heute erstaunlich, wie er dabei so ruhig bleiben konnte. Kann ich nicht. Da bin ich komplett am anderen Ende vom Spektrum. Mich regst du so brutal auf, dass mir die Hutschnur platzt. Ganz ehrlich, von den ganzen Reactern ist der Ofenkäse noch derjenige, der das Ganze am freundlichsten dir gegenüber gestaltet. Auch mit gut gemeinten Ratschlägen. Der beleidigt dich nicht. Der sagt immer, bitte Leute, begeht keine Straftaten, etc. bla bla bla. Predigt wie in der Kirche. Das müsst ihr mal aufpassen, wenn ihr mal die Videos von dem schaut. Aber anstatt Friede und Glück oder Zuvorkommenheit und Freundschaft und Liebe und was weiß ich zu predigen, predigt er Hass, Abneigung, fordert andere Leute auf, Straftaten zu begehen. Nein, Rainer. Alter. Das ist, aufpassen, was du sagst. Das ist, könnte jetzt schon mal der eine oder andere als Verleumdung interpretieren. Da dir mal sagen. Weil der heilige Ofenkäse macht nämlich genau das Gegenteil. Der sagt jedes Mal, Leute, macht euch nicht strafbar, Leute. Hier, immer wenn da irgendjemand die Feuerwehr gerufen hat oder sonst irgendwas. Fordert andere Leute aufzufordern, Straftaten zu begehen. Begeht selber Straftaten ohne Ende. Wo? Wann hat denn der heilige Ofenkäse bitte eine Straftat begangen? Kannst du mir das bitte verzeihen? Mit Belegen. Beweis, Datum, Uhrzeit, da und da, heiliger Ofenkäse, die und die Straftat. Angeklagt und verurteilt worden. Ich glaube es nicht. Und rühmt sich noch damit. Dann kommt er her und prangert mich an, weil ich mit meinen Videos, mit meinen Livestreams, mit meiner Arbeit, mit dem Zeug, was ich mache, Geld verdiene. Nein, er prangert dich nicht an. Er kritisiert an dir, dass du ein arbeitsfauler Internetbettler bist, der hart arbeitende Leute versucht, um ihr Geld zu prellen. Wie wir jetzt wieder mit dieser Posteraktion sehen. Und verdient selber Kohle damit. Dann begeht er die Sünde der Lüge. Oh, jetzt gehen wir wieder tief in die Religion rein. Er begeht die Sünde der Lüge. Und der Gier und Habgier und des Geizes. Denn Rainer. Andere Leute als gierig zu bezeichnen, wenn man du ist, als habgierig und geizig. Rainer, du wolltest dir nicht einmal deine eigenen scheiß Erdnüsse selber kaufen und hast sie auf die Amazon Battle Liste gesetzt. Rainer, du hast andere Leute dazu aufgerufen, dass sie ins Ahrtal spenden, wolltest aber selber keinen Cent darüber schicken. Immer mit den entsprechenden Ausreden, warum das jetzt gerade nicht geht. Du würdest ja so gerne. Du wärst da so gerne in die Ukraine gefahren. Mach doch das, Rainer. Die Verhandlung ist doch jetzt rum, schon seit einem Jahr. Geh doch in die Ukraine und hilf du. Das wolltest du doch letztes Jahr machen, aber du konntest ja leider nicht wegen der Verhandlungen und allem. Free to go. Behauptet nämlich, er würde hergehen, und ich weiß, dass es 3 verschiedene Sünden waren, würde die ganzen
Einnahmen, die er bekommt, allesamt spenden. Das bezweifle ich aber. Warum sollte er das spenden? Bereichert sich. Der bereichert sich an euch, der bereichert sich an mir. Mit dem kleinen Unterschied, dass er keinen eigenen Content hochlädt, sondern immer nur auf mich losgeht. Rainer, auch ich mache hier eigenen Content aus der Scheiße, die du da rausbimmelst. Leute, die auf dich reacten, machen mehr Content im Internet als du, etc. Und wie gesagt, ich habe die Scheiße ja nicht monetarisiert. Wenn andere Leute das monetarisieren, ist mir vollkommen Latte. Es ist mir vollkommen Latte. Was die mit dem Geld machen, ist mir auch vollkommen scheißegal. Und sollte er keinen neuen Content bekommen, dann fängt er immer wieder von vorne an. Der hat, glaube ich, 20, 30 seiner Predigten, die er hält, die fangen immer wieder von vorne an. Ist dir das schon mal aufgefallen? Rainer, der Grund, warum wir immer wieder dieselbe Scheiße von uns geben, ist, dass du nicht drauf hörst, dass du immer wieder denselben Mist baust, Rainer. Das ist doch der Grund. Ja, der sagt immer das Gleiche über mich. Ja, weil du immer das Gleiche machst. Weil du deinen kreisligen Grind nicht aus dem scheiß Internet rausholst. Weil du wieder da hinsetzt und wieder am Betteln bist. Und am Provozieren. Und dann sagen wir halt, ja, da bettelt er wieder und da provoziert er. Rainer, denke mal drüber nach. Warum kann das sein, dass die Leute, die auf dich reacten, immer das Gleiche sagen? Denke mal drüber nach, woher kann das kommen? Kann es vielleicht daher kommen, dass du immer dieselbe grattlige Scheiß-Schallplatte abspürst seit 10 Jahren? Mit denselben Lügengeschichten und demselben, ich weiß ja nicht, ich kann da nicht, bitte helft mit der Geld, nicht Barne haben. Ist das die Möglichkeit? Der hat 30 Videos und davon sind irgendwie nur 3-mal der neue Inhalt und das war's. Nur anders wiedergegeben. Der ist arbeitslos, der ist faul, der ist fett. Ja, da hat er ja auch recht, Rainer. Was soll er denn sagen? Was soll er denn sagen? Wow, der Rainer, der ist richtig erfolgreich, der ist CEO. Ja. Gärtenschlank und ein super schlauer Mo. Soll er das sagen? Immer die gleiche Floskeln und das immer wieder dasselbe. Und das halt, sind eigentlich auch nicht viel anders. Mit dem Unterschied, dass es aber mein Content ist und ich auf niemandes Rücken ja. Willst du gerade sagen, dass du deinen Lebensunterhalt nicht auf anderer Leute Rücken finanzierst? Rainer? Hier, der Battlelord? Der 4-mal an einem Tag gestreamt hat, nur um Kohlen zu erbetteln? Es ist letzten Endes so. Letzten Endes ist es so halt dein Maul, Rainer. Ich mache einfach mein Ding. Ja, und genau das ist das Problem. Genau das ist letzten Endes das Problem. Und die Hater, die klauen das. Rainer, niemand klaut das. Wir klauen das nicht. Wir nehmen das und geben da unseren Senf dazu. Im Übrigen, du hast das selber schon mehrfach probiert, das auch zu machen, Reaction-Videos zu machen. Du hast aber nicht geschafft, weil du einfach zu blöd dazu bist. Du bist einfach zu blöd dazu gewesen. Und man hat bei den erbärmlichen Versuchen, auf irgendwas zu reagieren, bei dir tatsächlich auch gemerkt, dass du wärst so gerne ein Internetmobber. Wenn man dir die Möglichkeit dazu geben hat. Die ganzen Geschichten, wie du auf Excel reagiert hast, einfach polemische Beleidigungen rausgeschossen hast, ohne irgendeinen Grund. Es ist... Und der Käse ist nicht mal der Einzige, der das macht. Neben dem Käse haben wir noch den. Ich finde es auch mal lustig, wenn er die Namen dann, entweder fällt ihm der Name nicht ein, oder er verändert die Namen dann und fühlt sich dabei super cool. So, boah, das ist unter meiner Würde, da Ofenkäse zu sagen. Ja. Wie heißt der? Den Mimi, ne? Mimon, also Mimi. Und der ist genau der gleiche Sündiger, ne? Der predigt auch, was weiß ich. Rainer, jetzt fängt er mit Sünden an. Rainer, hast du schon... scheiße. Jetzt haben wir es ja. Er hat doch in dem letzten Ding irgendwas schwadroniert von 7 Deadly Sins. Es ist erbärmlich, wie lange ich jetzt braucht habe, um die Connection zu ziehen. Es ist wirklich erbärmlich.
Er hat jetzt irgendwas, ein Anime, der Seven Deadly Sins, den er dann schaut, und deswegen, jetzt kommt er da drauf, dass jetzt erzählt er, welche Sünden die Leute alle begehen. Der große, heilige Lord. Rainer, was ist denn mit Völlerei und Müßiggang? Hm? Ist das eine Sünde, die du begangen hast vielleicht? Eine Sekunde, mach kurz Pause. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Gerade irgendwelche Deppen bei mir an der Haustür geklingelt. Weiter im Text. Alles predigt rauf und runter, labert rauf und runter und behauptet und tut und macht und sagt und will und tut und was weiß ich. Und am Ende passiert aber gar nichts. Die Leute versuchen eigentlich nur mein Leben zu zerstören, was sie teilweise auch geschafft haben. Rainer, und wieder wiederhole ich mich. Dein Leben zerstört, das hast du ganz alleine geschafft. Das hast du ganz alleine geschafft. Aber damit endet es ja nicht. Doch. Es hört ja nicht damit auf, dass ich mein Haus verloren habe. Es endet nicht damit, dass ich meinen Führerschein verloren habe. Nein, Rainer, es endet damit, dass du dich entweder löscht oder in den Knast kommst. Es endet nicht damit, dass mich die Leute mehrfach fast zum Krüppel geschlagen haben. Ach, halt dein Maul, Rainer! Rainer, der Einzige, der dich zum Krüppel gemacht hat, bist du, mit deiner Hände Arbeit, indem du den ganzen Schmutz in deinen kreisligen Mund gestopft hast. Den ganzen scheiß lieben langen Tag, indem du dich auf über 250 Kilo gefressen hast. Deswegen bist du ein Krüppel. Und aus keinem anderen Grund, niemand hat dich zum Krüppel geschlagen. Soll dir mal einer zum Krüppel schlagen, dann weißt du, wie das ist. Alter, die Leute haben ihn fast zum Krüppel geschlagen. Heute dein dummes Maul, ey. Dass ich von morgen mental oder diese 3 Formen aufteilen. Ja, weil die Internetverbindung hier schlecht ist. Ja, richtig, dann hör halt auf zum Streamen. Wenn du schon weißt, dass die Internetverbindung schlecht ist. Du hageldummer Knallkopf, du hageldummer. Leckt's eben. Kann ich leider nichts machen, tut mir leid. So, die Sache ist jetzt die. Ja doch, du könntest aufhören zu streamen. Du könntest an Stellen streamen, wo ein besseres, stabileres Internet ist. Ich bin mit meinen Videos und meinen Streams auf euch angewiesen, dass ich Zuschauer bekomme, dass ich Klicks bekomme, dass ich Videos bekomme, dass ich Videos bekomme, Rainer. Reichweite generiere, dass ich einfach weiterkomme im Leben. So, darauf bin ich leider angewiesen. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, ich hätte es mit meinen Videos machen können. Hä? Ja, ich bin auch darauf angewiesen, dass ich auf meine Videos Klicks kriege von euch. Und Reichweite und Geld. Mir wäre es aber lieber gewesen, dass ich das mit den Videos gemacht hätte. Moment. So. Ja, das ist auf jeden Fall soweit, das war dazu meine Meinung. So, hast du das Rainer, deine Meinung ist irrelevant. Video mit Oleg gesehen? War echt schlimm. Ich habe keine Ahnung, wer Oleg ist, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, ich bin aus dem Internet auch so gut wie raus tatsächlich. Also ich mache so gut wie nichts aktuell. Ich verfolge nichts eigentlich momentan. Für mich ist es momentan echt eine Katastrophe. Das Hauptproblem ist halt mein YouTube-Account. Rainer, nein. Das Hauptproblem ist deine Einstellung. Und deine hageldumme Sturheit. Das Hauptproblem ist nicht der YouTube-Account oder dass du keinen Führerschein mehr hast oder so einen Krampf. Das Hauptproblem ist, dass du zu blöd bist zu begreifen, dass du in einer Sackgasse bist und du rennst einfach immer wieder gegen die gleiche dumme Wand in der Hoffnung, dass sie irgendwann einmal nachgibt. Ohne den YouTube-Account fehlen mir halt im Monat 5.000, 6.000 Euro und das. Ach ja, genau. Weil du am Ende von deinem YouTube-Account 5.000, 6.000 Euro gemacht hast. Verzeih keinen Schmarren. Verzeih keinen Schmarren. Wenn es 2.000 Euro waren. Ja, und dann ist das nur zu viel. Und du, hageldummer Depp, hast nämlich auch vergessen, dass du von der Scheiße nämlich noch Steuern abzuführen hast. Weil du nämlich noch nie Steuern gezahlt hast. Aber noch nie. Das heißt, sogar wenn du 5.000 Euro gekriegt hast, ja, dann würden da netto vielleicht 3.000 übrig bleiben. Aber damit rechnest du nicht. Du verblaust 5.000 Euro und am Ende vom Jahr kommt das Finanzamt und sagt, Herr Winkler, wir kriegen bitte 20.000 Euro Steuern von Ihnen. Und dann sagst du, hey, der Etzertler. Du hast nämlich in deinem ganzen scheiß Leben noch keinen Cent Steuern gezahlt. Einkommensteuer jetzt. Freilich, Mehrwertsteuer oder Autosteuer oder sowas hat er zahlen müssen, aber das merkt man halt. Bei sowas wie ein Spendenlink und so weiter kann ich ja leider nicht einrichten. Und das sind halt so die Sachen. Ich muss jetzt aber dann auch erstmal den Stream beenden. Ich werde auf jeden Fall nachher noch einen Stream machen und
Ja, da freue ich mich aber richtig drauf. Dann gebe ich euch Bescheid. Also haltet ein bisschen die Äuglein offen. Tschüss, tschüss. Was ist jetzt los, Rainer? Was ist los? Hast Augenschwitzen, Rainer? Schwitzen Sie die Schweinsäuglein? Dankeschön. Möchte ich gar nicht drüber reden. Rainer, wenn du gerade nicht drüber reden willst, dann mach halt einen Streamen aus. Was ist denn jetzt Großartiges, wieder Dramatisches passiert? Nicht gestresst, traurig. Bist du traurig? Oh. Ist ja nicht übel, Leute, aber das geht euch wirklich nichts an. Kann man dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht, dass mir noch zu helfen ist. Okay, das ist super kryptisch. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Oder? Also entweder er überdramatisiert wieder irgendeine Banalität und versucht darüber Mitleidsbarende zu erheischen, oder es ist tatsächlich irgendwas passiert. Aber was soll denn passieren? Es kann ja schlecht irgendwie ein Freund oder sowas gestorben sein, weil er hat keine Freunde. Komme ich später wieder. Bin gerade zu sehr am Boden. Sorry, okay. Ja, und weiter, Rainer? Vorhin ging es mir auch schon nicht so gut, weil ich vorhin die Nachricht bekommen habe. Ich hatte dann vorhin hier zwei Damen, die sich ins Abteil mit reingesetzt haben, weil Rainer, was für eine Nachricht hast du denn bekommen? ich sitze hier in so einem großen Abteil, in dem nur maximal 8 Leute sitzen können. Ja, und die haben sie da hingesetzt und haben sie gedacht, was stinkt denn hier so? Hat hier irgendjemand ein totes Stinktier unter den Sitz gelegt und verwesen lassen? Und eben war ich hier auch nicht alleine, deswegen... Und deswegen habe ich jetzt so gemacht, dass ich kurz mal den Stream beendet habe, weil ich wollte jetzt nach Möglichkeit niemanden hier irgendwie mit reinziehen wieder mal, ne? Weil Streams und so sind immer so eine gefährliche Angelegenheit hier. Ja, ist brandgefährlich, Rainer. Wenn du dich da in der Ecke filmst, das ist brandgefährlich. Der Rücksichtslord. Ja. Ich habe euch schon so oft gesagt, Leute, ich würde an der Vergangenheit nichts verändern. Wer die Vergangenheit verändert, verändert auch seine Gegenwart. Und auch egal wie viel Stress und wie viel Scheiß und wie viel Müll und wie viel Mist ich in meinem Leben erlebt habe, es hat mich doch zu einem Menschen gemacht, Der voll und ganz verabscheuungswürdig ist. Richtig, Rainer. den es kein zweites Mal auf der Welt. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt's dich nicht zweimal, Rainer. So sehr ihr das auch glaubt. Ich mag den Rainer, der ich bin. Ja. Da bist du aber relativ alleine auf weiter Flur, Rainer. Und genau das ist das Problem, dein Narzissmus, deine Selbstverliebtheit. Du denkst, du bist der Allergrößte. Und alle anderen sind blöd, weil sie es nicht erkennen. Na, Rainer, du bist derjenige. Das hat nicht unbedingt was mit Philosophie zu tun. Das hat Philosophie. einfach... Also zunächst mal ist es sowieso nicht möglich. Also wäre das wohl eher Fantasy. Das ist nicht möglich. Und ja, gehen wir mal davon aus, man kann Ja. die Vergangenheit verändern. Gehen wir mal davon aus, das würde auch die Gegenwart ändern. Was würde dann mit uns passieren? Oder mit mir? Würde ich einfach verschwinden? Hoffentlich, das wäre so schön. Wäre ich jemand ganz anderes? Auch das wäre gut, weil du bist nämlich eigentlich wirklich die denkbar schlechteste Version von dir selbst. Würde sich von jetzt auf gleich meine ganze Persönlichkeit verändern? Ich habe viele Fehler gemacht, ja. Vielleicht auch zu viele. Aber Fakt ist, Edzardler, dass du alles falsch gemacht hast, was man falsch machen kann. hätte ich diese Fehler nicht gemacht, wäre ich nicht der ich heute bin. Ja, genau, und das ist das Problem, Rainer. Wir werden alle mit unseren Fehlern geboren oder wir leben. Nein, wir werden nicht mit unseren Fehlern geboren, du hageldummer Depp. Du bist mit dem YouTube-Kanal wohl kaum auf die Welt gekommen. Und hast dann irgendwie, als der Vater gestorben ist, gemerkt, huch, da ist der YouTube-Kanal, der mir kehrt. Lass uns mal Scheiße rauspimmeln.
alle mit unseren Fehlern, aber wir leben auch mit unseren Schwächen und Stärken. Auch das, was ich Gutes gemacht habe in meinem Leben. Und ich das auch. Rainer, was wäre denn das jetzt? Nenn doch mal ein Beispiel, was du Gutes gemacht hast. Ehrlich jetzt. Ehrlich. Dinge, die du tatsächlich gemacht hast. Ich warte. Ganz ehrlich. Nichts hast du Gutes getan. Noch gar nichts. Alles, was du jemals behauptet hast, Gutes getan zu haben, war alles gelogen. Die Obdachlosen, die du mit Zigaretten und Geld überhäuft hast, halt dein Maul, Rainer. Auch nicht weniges, finde ich. Auch das, was ich Gutes getan habe, würde verschwinden, wenn ich die letzten 11 Jahre oder 12 Jahre meines Lebens auslöschen würde. Rainer, sogar wenn du was Gutes getan hättest, das wäre ein geringer Preis, wenn das verschwinden würde gegen die ganze Scheiße, die du gebaut hast. Und es gibt Menschen, denen wäre ich nie begegnet. Es gibt Menschen, die hätten mir nie Leid zugefügt, aber genauso wenig hätte ich die Menschen getroffen, mit denen ich heute mein Leben teile oder einen Teil von meinem. Mit wem teilst du denn dein Leben? Läuse, Rainer. Das darf dir nur zutrauen, dass du Läuse hast. Mit denen teilst du vielleicht dein Leben. Mit wem darfst du sonst dein Leben teilen, Rainer? Sitzen da nur 3 andere obdachlose, arbeitslose Vollversager bei dir im Abteil drin, mit denen du gerne mal ein Bierchen miteinander trinkst, oder was? Oder wer ist diese große soziale Peer Group, die du da hast, von der du da sprichst? Mein Leben teile. Pass auf, ich bin gar nicht der Meinung, dass man seine Macken zwingend ändern muss. So. Es kommt auf die Macken drauf an. Jeder hat Macken. Ja? Jeder hat kleine Schwächen. Und das ist ja gut so. Ja? Ansonsten hätten wir wie heißt der Film? Equilibrium. Wo alle über irgendeine Medizin emotionslos und gleich sind. Und das wäre auch nicht schön. Ja? Wenn man aber praktisch nur aus Macken besteht, und das eigentlich keine Macken mehr sind, sondern wirklich grobe Charakterfehler, dann sollte man irgendwann einmal so selbstreflektiert sein, dass man sich denkt, okay, ich bin vielleicht der Grattler, und wenn ich will, dass mich die Leute mögen, dann muss ich darauf halt was ändern. Ich bin der Meinung, dass jemand, der meine Macken, so wie ich bin, nicht akzeptieren kann, es nicht wert ist, mit mir befreundet zu sein. Ja, Rainer, das ist auch gut so. Mit dir will auch niemand befreundet sein, Rainer. Das ist der Punkt. Du bist der Meinung, dass dass die Leute praktisch mit dir befreundet sein wollen und du der Faktor bist, der dann sagen kann, na, du nicht. Die Leute wollen nicht mit dir befreundet sein. Das liegt an deinen sogenannten Macken. Sprich, an deinem widerlichen, abstoßenden Charakter. Nicht wert ist, mit mir zusammen zu sein und nicht wert ist, von mir geliebt zu werden. Rainer, wer hier wert ist und nicht wert ist, da brauchst du gerade überhaupt nicht drüber reden. Denn wenn ich jemanden liebe, und ich rede wirklich davon, wenn ich jemanden liebe, dann bist es du. Rainer, dann bist, wenn du jemanden liebst, dann bist es nur und ausschließlich du, weil du nicht in der Lage bist, einen anderen Menschen zu lieben. Rainer, du weißt nicht, was Liebe ist. 100%. dann liebe ich Für dich gibt's deine körperliche Triebbefriedigung und das ist nicht gleich Liebe. Und ansonsten gibt's nur Reini den ganzen lieben langen Tag. diese Person bedingungslos. Egal welche Fehler, welche Stärken, welche Schwächen. Wenn ich einen Menschen liebe und ich rede von echter Liebe, dann ist es mir völlig egal, was dieser Mensch getan hat oder was dieser Mensch tut. Es ist und bleibt letzten Endes immer noch die Situation, dass ich diese Person Letzten Endes die Situation, liebe, weil ich mich in die Person verliebt habe, so wie sie ist. Und dazu gehören auch die Fehler und die Schwächen eines Menschen und nicht nur seine Stärken oder seine Vorzüge. Ich finde nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ich habe das Gefühl, das System baut auf Mobbing auf. bitte die Zunge aus Rainers Arsch nehmen. Ich habe Fehler gemacht, definitiv. Ich habe Sachen gesagt, die manchen Leuten nicht gepasst haben, aber das war nicht mein Fehler. Mein Doch, Rainer, war einer der vielen Fehler, die du gemacht hast. Dinge sagen, die anderen Leuten nicht gepasst haben. Fehler war, mich darüber aufzuregen. Mein Fehler war, zu denken. Richtig. Dein Fehler war zu denken, weil das hättest du nämlich mal den Profis überlassen sollen. Denken ist nicht deine Paradedisziplin. Dass es logische Wege sind, dass es logische Schlussfolgerungen hat und dass man. Es ist wieder geistige Theorie, ich übersetze es mal. Also mein Fehler war zu denken, Dass man einen logischen Weg verfolgt mit diesem Ganzen.
was man tut. Aber ja. Oh ja, wir sind unter einer Stunde geblieben. Ah, schön. Schön. Damit sind wir jetzt hier wieder auf dem neuesten Stand. Und ich bin gespannt hier, was da auf der fränkischen Kirmes weiter los ist die nächsten Tage, weil er hat jetzt da wirklich auch wieder übertrieben viel Kohlen gekriegt. Also im Vergleich zu dem, was er jetzt bei manchen anderen längeren Streamern gekriegt hat, wo am Schluss irgendwie 3-4 Mark dabei rauskamen, da war das schon irgendwie gut im zweistelligen Bereich. Wir werden sehen, was da draus wird. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Seid nicht derjenige. Und Medal off.